herzlich willkommen zu einem Tutorial-Video bezüglich des Spiels Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie man jetzt eigentlich diese sogenannte finale Episode und auch die geheime Episode freispielen kann? Denn je nach Schwierigkeitsgrad, den man wählt, ist es ja ein bisschen unterschiedlich. Und zumindest auch die Quellen, die man so im Internet findet, widersprechen sich zum Teil doch stark davon. In diesem Video geht es darum, auch zu zeigen, wie man eben diese beiden Episoden freispielen kann. Zuallererst mal der wichtige Hinweis, der betrifft nämlich den Status Neues Spiel. Und zwar geht es um die Frage, welchen Schwierigkeitsgrad wählt man. Ich habe mich hier für den Schwierigkeitsgrad Normal entschieden, für alle drei Routen, also sprich für die Terra-Route, Aqua-Route und Ventus-Route. Das müsst ihr auch so machen, leider kann man sagen. Man kann hier nicht tricksen und sagen, okay, ich mache 2 Routen auf dem Anfängerlevel und einen auf dem Veteran. Nee, das begreift das Spiel relativ schnell und sagt sich, nee, ich nehme den leichtesten Schwierigkeitsgrad. Deswegen am besten meine Empfehlung, alle auf demselben Schwierigkeitsgrad zu machen. Und dieses Video an und für sich richtet sich an diejenigen unter euch, die auch den Schwierigkeitsgrad normal genommen haben, so wie ich, weil es dann nur so halt plausibel erklären kann. Beziehungsweise auch zeigen kann, wie es denn bei mir so lief. Ich nehme zwar an, dass bei Profi und Veteran gewisse Dinge auch so sind, andere vermutlich wegfallen, aber das ist reine Spekulation. So, worum geht es denn genau? Also was müssen wir jetzt genau wirklich alles machen und so? Erst einmal wichtig für das Ganze ist natürlich, dass ihr Punkt Nummer 1 alle 3 Routen durchspielt. Mit Aqua, Ventus und Terra. Sodass ihr halt auch dieses Sternsymbol habt, wie man hier sieht. Die müsst ihr auch so abspeichern. Das wird ja vom Spiel her auch gefragt, ob man das machen möchte. Und es wird auch empfohlen. Das ist wichtig. Die erste Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung, zumindest mal für die finale Episode, sind die sogenannten geheimen Berichte. Das sind ja die Berichte, beziehungsweise auch Briefe, also ein Brief plus diverse Berichte, wo man ja auch irgendwie sich sagt, okay, die sind überall ein bisschen verstreut über die ganzen 3 Routen und so. Die braucht man alle. Im Gegensatz zu mit Zeitachsen und Kino, weil bei gewissen Quellen wird auch irgendwie gesagt, man braucht komplette Zeitachse, komplettes Kino. Also kompletter Trio-Report muss vollständig sein, sonst klappt das mit dem Freischalten der Secret-Episoden nicht, was totaler Quatsch ist, weil Zeitachse und Kino kommt sowieso erst dann, wenn man die Secret-Episode gespielt hat. So, die geheimen Berichte, wie bereits erwähnt, das ist mal der Brief, plus eben die 12 Berichte, also insgesamt 13 Stück. Die kriegt man ja alle bei den 3 Routen im Verlauf des Spiels, und im Verlauf der Story besser gesagt. Einzig und allein Bericht Nummer 5, also der Bericht von Xehanort Nummer 5, das ist der Bericht, den müsst ihr in der Terra-Route in der Mirage Arena holen. Wie genau, werde ich jetzt an einem späteren Zeitpunkt noch zeigen, weil wir sowieso nochmal in die Mirage Arena müssen oder können, weil ich euch noch einen Trick präsentieren möchte oder etwas, wo ich bei mir selber gemerkt habe, so klappt es am besten. Das nur mal so der Hinweis, ihr braucht eben alle Berichte und in einem Brief von Xehanort, um überhaupt mal die Final-Episode freizuspielen, nachdem ihr eben alle 3 einzelne Routen von Aqua, Ventus und Terra durchgespielt habt. Nur so kommt in Genuss der eben erwähnten finalen Episode. Gut, dann wäre als nächstes die Frage, wenn man die finale Episode soweit freigespielt hat und dementsprechend diese auch durchspielt, wie kommt man dann weiter? Wie kann man die Secret-Episoden noch bekommen, die auch von der Story her nach der Final-Episode stattfindet? Und das ist eben der große Knackpunkt, weswegen ich mich für das Tutorial entschieden habe. Weil die Secret-Episode freizuspielen, vor allem im Schwierigkeitsgrad normal, wird überall anders erklärt. Man müsse dies noch machen, jenes noch machen, nur das müssen wir machen, etc. etc. Was aber sicher ist, was ihr benötigt, ist die eine Trophäe. Und zwar diese hier. Die sogenannte Kampfmaschine. Ihr müsst 10.000 und mehr Unversierte besiegt haben. Hier steht jetzt zwar 9.090, aber es steht ja auch über. Insofern sind es 10.000 und mehr.
Wie macht man das am besten? Weil 10.000 Unversierte ist ein harter Brocken. Und ich habe mich dafür für einen kleinen Trick entschieden. Nee, Trick nicht. Trick kann man nicht sagen, nee, das ist der falsche Begriff dafür. Aber es ist zumindest etwas, wo ich sagen würde, doch so klappt es am besten. Und man natürlich generell in jede der einzelnen Routen rein könnte. Man könnte es überall machen. Gar kein Thema. Aber ich persönlich bevorzuge die finale Episode, oder habe die finale Episode bevorzugt. Inklusive, wie vorhin auch schon erwähnt, die Mirage Arena. Ja, die sogenannte Mirage Arena. Da gibt es eben halt gewisse Orte, wo man Gegner farmen kann. Aber trotz allem muss man sich sagen, Gegner farmen, okay, wie geht's am besten? Und einfach stumpfsinnig draufhauen kann ja auch nicht das Ziel sein, weil es ja dann trotz allem relativ lange dauert. Und dafür gibt es einen speziellen Move, der das Ganze um einiges einfacher macht. Dieser Move nennt sich Mega Flare. Klingt mega, ist er auch, muss aber erstmal hergestellt werden. Das ist ein bisschen der Knackpunkt daran. Und wenn man den dann gemacht hat, kann man hier problemlos in der Mirage Arena eben die Monster farmen. Es gibt dann auch bestimmte Level, wo ich das Gefühl habe, es sei einfacher als bei anderen Level. Aber erst einmal stellen wir mal den Move her. Den Move herzustellen, ich habe jetzt mal die Welt genommen, wo ich generell auch meistens auch trainiert habe und so. Und zwar Neverland, also Peter Pans Welt, könnte man sagen. Tja. Und zwar geht es darum, Move Mega Flare, wie stimmt er überhaupt her, wie sieht er aus, was kann er überhaupt? Das sind so einige Fakten, die wir uns jetzt mal genau anschauen werden. Zum Beispiel von Aqua. Generell kann es jeder lernen, auch Terra und Ventus, aber Aqua natürlich den größten Magiewert. Das macht mit ihr am meisten Sinn. Der sogenannte Mega Flare Move, ja, der braucht 2 Slots, der ist echt heavy. Und wenn ihr es jetzt so wie ich gemacht habt, 4 Mega Flare Moves habt, könnt ihr halt alles komplett ausfüllen von den Kampfkommandos her und könnt diese Move theoretisch 4-mal ineinander einsetzen, um eben alles, was in der Nähe ist, wegzuballern oder halt in Flammen aufgehen zu lassen. Ja, jetzt haben wir natürlich halt, wie bereits erwähnt, die große Frage, ja, wie stellen wir überhaupt den Move her? Damit das überhaupt funktioniert, oder möchte ich erst mal ganz kurz präsentieren, wie der Mega Flare Move überhaupt funktioniert oder aussieht. Ja, jetzt muss ich natürlich erstmal laden, das ist jetzt ein bisschen doof im Tutorial. Ich mache doch erstmal das andere und zeige euch, wie man überhaupt den Move herstellt. Und zwar sind das, genau genommen sind es 4 Komponenten, die ihr braucht. Oder 4 einzelne Zauber, sage ich jetzt mal, die man sogar im Mogri-Laden kaufen kann. Denn, wie schon erwähnt, herstellen heißt fusionieren. Das soll soweit klar sein. Das Fusionieren ist mitunter doch recht praktisch. Besonders eben für diesen sogenannten Mega Flare Move. Das funktioniert wie folgt. Ihr braucht erst einmal die Moves Feuga. Dann noch, wo seid ihr? Aeroga braucht ihr. Und ihr braucht auch Stopga. So, jetzt ist es so, Stopga braucht ihr einmal. Jetzt zumindest hier zum Zeigen, wie das Ganze funktioniert. Aeroga braucht ihr einmal. Und ihr braucht 2-mal Feuga. 2-mal, jetzt 7-mal. Schon besser. Die anderen Moves da mit Feuga, Explosion, Zeitum, Feuga, darauf komme ich gleich zu sprechen. Erstmal geht es jetzt darum, die Moves auszurüsten, denn wie es halt so ist mit diesen Zaubern, man kann es nur fusionieren, wenn sie bereits eine gewisse Stufe erreicht haben. Im Falle von Feuga, Eoga und Stopga müsste, glaube ich, sogar die erste Stufe ausreichen. Die dritte Stufe, Entschuldigung. Rüsten wir die mal ganz kurz aus. Megaflare kann ich mal drin lassen, weil ich es eben noch ganz kurz präsentieren möchte, wie es eben aussieht, was für eine bombastische Wirkung es hat. Wortwörtlich.
Müssen wir ganz kurz hier warten. Keine Sorge, allzu lange wird es jetzt nicht dauern. Erstmal schön alles stoppen und dann in Flammen aufgehen lassen. Ups, falsch gezielt, das war natürlich jetzt nicht so praktisch. Vor allem tutorialmäßig nicht. Ja, also Schritt Nummer 1 wäre jetzt halt hier die 4 Moves, also sprich zweimal Folger, einmal Stoppgar und einmal Eoga, einfach halt zu trainieren. Soweit bis diese Stufe 3 ist, glaube ich, sogar das Maximal, was sie erreichen können. Es gibt die Moves, die können auf Stufe 4 kommen oder Stufe 6 sogar. Wie man gesehen hat, auch mit dem Mega Flare. Diese gibt. Oh, er schwebt Aqua sogar. Cool. So, hätten wir schon mal Stufe 2. Das ist schon mal nicht so schlecht. Jetzt müssen wir langsam auch schon mal den Folger, also den Mega Flare Move einsetzen können. Weil, ja, logischerweise, je mächtiger ein Move ist, desto länger braucht es zum Aufladen. Das ist nur für einen Gegner, wenn ich jetzt Mega Flare. Ja, komm. Was muss, das muss. So, dann ganz kurz raus, damit die Monster wieder neu spawnen können. Damit ich wirklich mal die explosive Wirkung von Mega Flare vorführen kann. Einfach mal alle Gegner hier anlocken, genau. Perfekt, und dann sagen wir Mega Flare. Und zack, haben wir schon alle Moves auf Stufe 3. Sind zwar jetzt nicht alle tot, aber so schnell kann es halt gehen. So, erstmal alle besiegen, weil sonst kommt man nicht ins Menü rein. Sonst klappt ja auch die Fusionierung nicht. Ja, komm wir ins Menü. Dankeschön. So, jetzt sind die auf Stufe 3. Genau, das reicht zum Fusionieren. So, die Folger-Moves. Theoretisch können wir natürlich auch die Folger-Moves selber miteinander kombinieren, aber Triple-Folger braucht jetzt gar keiner, weil das hilft unserem Konzept nicht. Eoga, das ergibt die Folger-Explosion. Das ist ja der Move, den wir vorhin im Mogilagen gesehen haben. Oder wir würden kombinieren mit Stoppgar, dann gibt es einen Zeitlupenfolger. Das ist der andere Move, den wir gerade gesehen haben. Es ist so, wenn ihr zum ersten Mal diese Moves herstellt, können Sie danach beliebig oft im Mogri Shop kaufen. Vorher geht es leider noch nicht. Erst nachdem ihr sie zum ersten Mal erstellt habt, mit dem der Kommandofusion. Und dann, wenn ihr Folge-Explosion und Zeitlupenfolger habt, haben wir dann ein ähnliches Prinzip. Ihr müsst beide Moves halt herstellen. Beziehungsweise nicht herstellen, Entschuldigung, das haben wir gerade getan oder halt gekauft. Sondern ihr müsst beide Moves halt trainieren. Damit sie auf so eine Stufe kommen, womit ihr nachher dann diese beiden fusionieren könnt. Und aus diesen beiden Moves ergibt sich dann Mega Flare. Mega Flare selber kann man leider nicht kaufen, den muss man wirklich immer so halt herstellen. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, es geht ja, wie man gerade gesehen hat, doch relativ fix das zu leveln. Und 4 Mega Flare herzustellen ist jetzt nicht so eine große Arbeit. Tja, wenn man das halt hat, 4 Mega Flare wäre jetzt in unserem Beispiel, dann gehen wir in die Mirage Arena, wo ich auch noch ganz kurz das mit Seelenortsbericht Nummer 5 noch zeigen kann. Bevor wir uns ans Monster Farming machen, beziehungsweise es präsentieren. Also, Seelenortsbericht Nummer 5 habe ich erwähnt, mit Terror in die Mirage Arena gehen. Und dann, ihr müsst einen bestimmten Level hier haben, sprich Arena-Stufe, und zwar Arena-Stufe 3, damit der geächtete Wächter kommt. Den müsst ihr besiegen, halt über 5 Runden lang, mit Terror, und dann kriegt ihr einen Seelenortsbericht Nummer 5. Warum Arena Stufe 3 ist, weiß ich auch nicht, es gibt gewisse andere Lösungen im Internet, was heißt, es braucht Stufe 2. In meinem Fall war Stufe 3. Vielleicht liegt es auch an der PS4-Version, kein Schimmer. Das andere jedoch für das Monster Farming ist das hier. Riskante Reichtümer Arena Stufe 8. Das gibt es halt erst ab Arena Stufe 8. Wir müssen halt auch ein bisschen hier kämpfen, bis es kommt. Ja, da könnt ihr diese Mission spielen. Und die ist insofern praktisch, weil ihr pro Runde 50 Gegner habt. Ganz ehrlich, habe ich zu viel versprochen. Wobei das in den Runden stimmt nicht ganz, da muss ich mal korrigieren. Weil das waren jetzt 4 Runden, die wir jetzt hatten.
oder 3 plus normal Monster nachgespawnt sind, auf alle Fälle, haben wir jetzt einmal riskante Reichtümer durchgespielt und das waren 50 Gegner. So, jetzt kann man sich ja jeder selber für sich so überlegen, okay, wie oft muss ich jetzt diese 50 Gegner quasi besiegen, damit ich nachher genug unversiert insgesamt besiegt habe. Weil, ja, insgesamt zu wissen, wie viele man bereits hat, ist relativ schwierig. Man sieht meine Beispiele, dass ich jetzt einfach mal gesagt habe, okay, ich mache so weit, bis ich mal 3000 Schatzspinner habe. Weil, ja, man sieht ja, wenn man jeweils das Spiel durchspielt, bekommt man den Kampfreport und da drin steht, wie viele Gegner man bereits besiegt insgesamt. Wenn ihr halt das Gefühl habt, okay, ihr habt 10.000 Gegner besiegt, dann macht ihr nochmal den Endboss von der jeweiligen Route. Dann steht da auch besiegte Gegner, so rum, Entschuldigung. Dann müsst ihr halt, wenn ihr das habt, nachher noch abspeichern. Wie gewohnt, das wird immer gefragt am Ende des Durchgangs, nachdem man den Endboss besiegt hat. Wenn man dann auf eine Episode, in meinem Fall halt klickt und sagt, man darüber schreiben, ja gerne, mit dem neuen Spielstand, dann müsste einer eigentlich fragen, hey, Glückwunsch, du hast die Secret-Episode freigespielt. Es kann aber sein, wie in meinem Fall, dass die Meldung nicht kommt. Was macht ihr dann? Ja, da müssen wir nochmal ganz kurz zurückgehen, weil jetzt kommt der letzte Punkt. Der ist ein bisschen knackiger. Zwar jetzt nicht von der Länge her und so, wie lange es dauert. Aber es geht nämlich um folgenden Punkt. Ihr habt die Geheimberichte alle gesammelt. Ihr habt die Final-Episode freigespielt. Ihr habt die Trophäe Kampfmaschine geholt. Was fehlt jetzt noch für die geheime Episode? Was fehlt noch? Es sind die Sticker. Ja, zumindest auf Schwierigkeitsgrad normal sind es die Sticker. Also Profi und Veteran, die auch braucht. Ich glaube es zwar eher weniger. Zumindest auf Veteran kann ich mir nicht vorstellen. Aber am Schwierigkeitsgrad normal braucht es die leider. Und die müsst ihr bei Aqua, bei Ventus und bei Terror jeweils alle zusammensuchen. Aber auch das alleine reicht noch nicht ganz. Ihr braucht noch etwas. Wobei das dann relativ einfach ist. Aber gehen wir erstmal bei Terrors Route ein und ich zeige euch, wie das genau auszusehen hat. Also, in meinem Fall war es so, dass ich da eben dann bei Aqua rein bin, bei Ventus rein bin, bei Terror rein bin und habe alle Sticker gesammelt. Die sind da doch meistens relativ offensichtlich und kann man am Schluss des Spiels, des jeweiligen Routendurchgangs, relativ einfach einsammeln. Und dann habt ihr unter, wo war es schon wieder, Status oder Berichte? Ne, Berichte war es, glaube ich. Genau, gibt es noch einen Punkt Sticker-Album. Und hier ist wichtig, dass ihr erst einmal in Sticker-Sammlung reingeht. Zum Gucken habe ich wirklich alle Sticker gesammelt. Wenn 20 und 20 da steht, dann ist gut. Dann kommt der nächste Punkt. Denn ihr habt ja auch ein Album, wie wir gerade gesehen haben. Dieses Album muss man perfekt komplettieren. Ja, das war der Punkt, der mich am meisten aufgeregt hat, am meisten Zeit gebraucht hat, bis ich das mal geschnallt habe. Das Maximum ist jeweils 140 Punkte. Bei Terrors Sticker-Album, bei Ventus und bei Aquas Sticker-Album auch. Aber wie kriegen wir die 140 Punkte überhaupt? Das ist einfacher, als man denkt. Denn man muss bloß dafür sorgen, dass die Sticker richtig kleben. An der richtigen Position. Und zwar merkt man das auch anhand des Geräusches. Hört ihr das? Das ist eher so ein erfreuliches Geräusch. Hier ist eher ein bisschen neutral. Man sieht auch, es gibt weniger Punkte. Und genau darauf kommt es an. Ihr müsst die Sticker so platzieren, dass sie, na komm, so klingen. Wenn es so klingt, ist der jeweilige Sticker perfekt platziert. Und das müsst ihr damit alle machen. Wie zum Beispiel jetzt hier mit, ich glaube das ist Chip. Ja, zum Teil verstehe ich es nicht ganz. Da ist es gut, da unten war es gut, rechts wiederum war es nicht gut, aber es ist halt überall ein bisschen unterschiedlich. Und ganz ehrlich, Hauptsache es funktioniert und wir kriegen die 140 Punkte jeweils. Wenn ihr das dann habt und dann das Spiel abspeichert nochmal,
Und wie gesagt, mit allen 3 müsst ihr das machen. Dann könnt ihr abspeichern. Ihr müsst den Boss nicht nochmal machen oder so, nie den Endboss. Nee. Es reicht, alle Stickalben 140 Punkte zu haben. Dann zu speichern. Und dann zusammen mit der Trophäe, die wir gerade geholt haben, plus den Berichten, plus der Final-Episode, dann endlich müsste folgende Meldung erscheinen. Bravo, du hast die geheime Episode freigeschaltet. Gott sei Dank. Und das war es von meiner Seite her zu diesem etwas spezielleren Video zur Frage, wie kann man bei Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix auf dem Schwierigkeitsgrad normal sowohl die Final als auch die Secret-Episode freischalten. Falls noch irgendwelche Fragen oder Anregungen da sind, bitte in die Kommentare posten, wie gewohnt. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich sehen wir uns demnächst bei einem anderen Projekt hier wieder. Bis dahin, ciao zusammen!